So, hallo ihr sexy Fitness People, Jay und Mike von Fitness Schweiz. Heute geht es darum, um einen Memory-Effekt. Was ist das und wie funktioniert das? Memory-Effekt ist eigentlich nichts anderes als ein Speicherpunkt vom Körper. Das heisst, übergewichtige Leute, die zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, einen 90 Kilogramm schweren Mann, macht irgendeine Crash-Diät, hungert sich runter auf, sagen wir, 80 Kilo. Dann, nach dieser Crash-Diät, fängt er wieder normal an essen. Also relativ normal heisst, ja, normal essen, wieder ein bisschen mehr natürlich, als in der Crash-Diät. Und dann macht es zack und er hat die 90 Kilo wieder drauf. Das aus folgendem Grund, das ist eben der Memory-Effekt, der Speicherpunkt vom Körper, wo der Körper sich wie eingependelt hat, kann man eigentlich sagen. Und darum, das wäre eben der Jojo-Effekt, wenn man schnell wieder zunimmt nach einer Diät, weil der Körper sich gewöhnt ist an die 90 Kilo und darum so schnell wie möglich eigentlich die 90 Kilo wieder erreichen will. Wenn ihr die 90 Kilo aus Fett bestanden habt, hauptsächlich, wird das auch wieder so kommen. Also nach einer Crash-Diät, darum hört man das immer so viel Jojo-Effekt und kaum habe ich abgenommen, habe ich alles Fett wieder drauf und so. Das ist genau wegen dem. Das Gleiche funktioniert aber auch bei den Muskeln. Es ist, ich weiss jetzt nicht mehr, wie der heisst. Es hat mal einen gegeben, ein Bodybuilder, das ist schon ein Zeitchen her. Der war also wirklich top fit gewesen, top parat. Der hatte einen schweren Autounfall gehabt, hat nicht mehr trainieren. Und das über längere Zeit, also wirklich ein halbes Jahr oder noch mehr ist das gewesen. Und hat natürlich logischerweise, jetzt muss ich schnell abstellen, Polizeikontrolle davor. So, da bin ich wieder. Die hat mir zum Glück nichts anhängen. Wo sind wir gewesen? Beim Memory-Effekt. Eben, es hat mal einen Bodybuilder gegeben, der ziemlich fit war und der hatte einen Autounfall gehabt. Hat ein halbes Jahr sozusagen gar nichts trainieren und hat natürlich sehr, sehr viel Muskelmasse verloren. Also man kann fast sagen, der war wieder dünn nachher. Hat aber in kürzester Zeit, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, in 3 Monaten oder in einem halben Jahr, bin ich nicht mehr ganz sicher, hat er über 10 Kilo pure Muskelmasse wieder aufgebaut gehabt. Und dann ist auch die Diskussion wieder losgegangen, ja, wie hätte er das geschafft, das ist ja gar nicht möglich, er hat sicher gestofft oder was auch immer. Aber es war nichts anderes als bei ihm auch der Memory-Effekt, der das Ganze ausgelöst hat, weil er ist fit war, hätte auf einen Schlag nicht mehr trainieren. Und sobald seine Verletzungen wieder geheilt sind, er wieder angefangen hat zu trainieren, richtig essen und so, hat der Körper sozusagen diesen Zustand wieder herstellen. Und darum ist es bei ihm auch so schnell gegangen. Das wäre der Memory-Effekt. Man kann sich auch als Speicherpunkt merken. Alle Gamer wissen, was ein Speicherpunkt ist. Den hat der Körper auch. Den Speicherpunkt kann man nur sehr langsam verschieben. Also das heisst, wenn man von 90 auf 80 Kilo abnimmt und dann die 80 Kilo über einen langen Zeitraum behalten oder will behalten, besser gesagt, dann kann man das auch. Dann tut sich der Speicherpunkt irgendwann einpegeln dort. Und das ist dann sozusagen für den Körper das Standardgewicht, wenn man das so ausdrücken kann. Und der Körper probiert nachher, das Gewicht zu behalten, wenn man auch irgendwie Schwankungen hat mit Zunehmen, Abnehmen. Das ist dann einfach so die Basis, die der Körper probiert einzuhalten. Die kann man nur sehr langsam verschieben. Es ist möglich, aber es ist eben, wie gesagt, mühsam. Und ja, gut, ich hoffe, ich kann den Memory-Effekt erklären. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, liken, Kommentare schreiben für Fragen und ihr wisst, wie es läuft. Ein anderes Mal. Ciao!